Ciao zusammen, ich bin Jörg und jetzt geht's eine Runde «Würdest du eher?». Dann fangen wir doch hier gerade mal an. Die erste Frage: Was würde ich eher haben? Lange Lockenhaar oder kurze, gerade Haare? Und ich meine, ich habe schon lange, gerade Haare mit ein bisschen Locken, also lange Haare mit Locken. Und ich bin noch in der Minderheit, okay. Wo es aber sicher nicht anders wird aussehen, das ist bei dieser Frage. Also würde ich jetzt eher trinken und fahren, ich nehme mal an Alkohol trinken, oder rauchen und fliegen. Also bei Trinken und Fahren ganz klar, das darf man ja nicht machen. Hey, hallo, da bringt man nicht nur sich in Gefahr, sondern noch derber, man bringt noch andere Leute in Gefahr. Und beim Rauchen, ja, bringt man nicht wirklich jemanden in Gefahr. Klar, man schädigt die Leute nebenan, die nicht rauchen, aber dann gehst du halt auf das WC im Flüger rauchen oder keine Ahnung, auf jeden Fall sicher mal das. Und das war auch klar. Hey, 18% würden lieber trinken und fahren. Okay, Zug fahren. Wenn man Zug fahren nicht, weil beim Fliegen fliegst du auch, du kannst selber fliegen und Zigaretten rauchen. Also, außer ist jetzt hier anders gemeint zu rauchen. Ich meine, irgendwelche Drogen zu rauchen, ist ein bisschen, ja, aber darum, wenn man denkt noch normal rauchen, darum rauchen und fliegen, ganz klar. Kommen wir zu der einfachsten Frage überhaupt. Mit YouTube aufhören oder aufhören, Facebook zu nutzen? Also ganz klar Facebook. Ganz klar Facebook. Ich meine, hallo, mit YouTube aufhören, ich als da für euch, der Content macht, sicher nicht dumme Frage. Würde ich lieber in einer Zombie-Apokalypse sterben oder in einem nuklearen Krieg, also Atomkrieg? Also beides wäre scheiße. Ich meine, Sterben allgemein wäre scheiße. Jetzt noch nicht mal egoistisch, einfach ich selber, da gar nicht was mit den anderen Mitmenschen, wäre nur für mich selber. Da würde ich wirklich, das klingt jetzt komisch, bei einer Zombie-Apokalypse sterben. Er sagt ja niemand, dass ich sterbe durch einen Angriff von einem Zombie und dass ich nachher auch ein Zombie bin. Ich meine, es könnte auch sein, dass ich versuche, Leute zu beschützen und durch das von den anderen, ich meine, so Walking Dead-mäßig von den anderen Leuten erschossen werden, in den Kopf geschossen werden, keine Ahnung, könnte ja alles auch sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dann dort sterben würde, also in einer Zombie-Apokalypse und noch ein bisschen so ein Walking Dead-Feeling haben. Oh, nicht die Mehrheit. Mehr, wenn wir im nuklearen Krieg sterben. Hallo? Das wollen wir doch nicht. Das zerstört die ganze Erde noch. Und die Erde bleibt bestehen. Und dann kann sich wieder etwas Neues aufbauen. Und da ist alles tot. Alles. Würde ich für ein Jahr lieber jedem, der von mir ein Nacktbild will, ihm eins geben, der danach fragt, oder für ein Jahr den Sex aufgeben? Also ich würde jedem, der danach fragt, ein Nacktbild geben will. Wer fragt mich schon nach einem Nacktbild? Hallo? Niemand würde mich nach einem Nacktbild fragen. Also von dem her perfekt. Aber Sex aufgeben, sicher nicht. Und wenn mich jemand fragt, dann würde ich es geben. Aber ich bin mir sicher, es würde mich eh niemand fragen. Hallo? Wer von euch würde mich um ein Nacktbild fragen? Also niemand. Hallo? Würde ich lieber jemanden getötet haben, aber niemand weiss es? Oder würde ich niemanden getötet haben, dafür würde jeder denken, dass ich jemanden oder dass ich eine gewisse Person getötet habe? Ja, also, man kommt darauf an, wer man tötet. Hat man irgendetwas Wahlloses oder hat man jemanden, wo andere feiern und überleben, wo schlimm wäre, dass die Person tot wäre? Also, man soll ja eh nicht töten, aber sind wir ehrlich, es hätte niemand dumm getan, hätte irgendjemand Hitler getötet oder Charles Manson oder wer auch immer. Da würden viele, man würde zwar, wenn es rauskommen, aber das ist ja dann der Fall, würde man auch verurteilt werden, aber ich würde so gesagt, da würde ich lieber jemanden getötet haben, wo alle darum froh wären eigentlich, dass die Person tot ist und niemand weiß es, anstatt dass ich niemanden töte, dann würde ich denken, ich habe irgendjemanden getötet. Okay, aber auch wenn es da so jemand wäre, wenn jeder Hitler nicht tötet, aber jeder würde denken, ich hätte ihn getötet, wäre der Held. Da kommt es halt darauf an, wer hat man getötet. Aber dann, wenn es jemand unschuldig ist oder sonst irgendjemand, dann wäre das für mich selber besser, anstatt das.
weil dann wäre ich einfach im Gefängnis. Nein, ich habe lieber jemanden töten, niemand weiß es. Ja, auch die Mehrheit ist ja so. Auch die Mehrheit ist also, was eigentlich logisch ist. Ich meine, wer von euch würde das andere? Wer von euch hätte das andere gewählt? Wer von euch hätte das gewählt? Jetzt wird es schwer. Jetzt wird es verdammt schwer. Wäre ich lieber ein Pokémon-Trainer oder ein Zombie-Slayer? Also einer, der Zombies schlachtet oder so ein Bekämpfer. Ich meine, ich würde ja lieber mit einer Zombie-Apokalypse sterben, aber durchgehend in einer Zombie-Welt zu leben, wo dann so scheiße ist. Nein. Also bei Pokémon, ich meine, das ist alles schön friedlich. Es gibt Pokémon, sie fangen mal ein und macht dann Kämpfe. Man macht es ja nicht mehr selber. Nein, es machen die kleinen süßen Tierchen oder wenn es vielleicht auch groß, wenn es dann da sich weiterentwickelt haben. Also wäre ich sicher lieber ein Pokémon-Trainer. Klar, auch die Mehrheit. Würde ich mich lieber, oder hätte ich lieber die Möglichkeit, mich zu teleportieren oder durch die Zeit zu reisen können. Also man teleportieren kann und sagen, zack, jetzt bin ich dort und alles und jetzt dort und pam und durch die Zeit reisen könnte ich wieder in die Vergangenheit, in die Zukunft. Aber würde sich dann etwas ändern, wenn ich in der Vergangenheit wäre? Wäre das negativ? Man sagt dann noch zurück in die Zukunft. Man, da passiert, macht man etwas in der Vergangenheit, hat Einfluss auf die Zukunft. Man verändert ja etwas. Aber ich würde sagen, ich würde das wählen, weil ich könnte dann ja einfach mal gehen und den Hitler töten. Oder mir so die nächste Sportresultat oder Lottozahlen gehen. Also in die Zukunft dann gehen und mir Sportresultat und Lottozahlen holen und wieder zurückgehen. Und dann das dort weiter oder das. Ihr wisst, was ich meine. Das bringt es. Und da haben wir 50-50. Hätte jetzt nicht gedacht, ich denke, dass wir würden lieber in der Zeit umreisen, aber es ist 50-50. Kommen wir zu der letzten Frage, die uns etwas sehr Wichtiges eigentlich auch sonst noch beantwortet. Und zwar wird es eher von weiblichen oder von männlichen Personen, Menschen, Lebewesen gespielt. Da, das Would You Rather. Weil die Frage, ihr seht es ja schon, würdest du lieber einen Tag mit Justin Bieber verbringen oder einen Tag mit Miley Cyrus? Ja, jetzt geht es darauf an, was würde man mit dieser Person machen. Ich meine, ja, ich würde klar, ich nehme da den Miley. Und man sieht, es sagen sicher am meisten Männer oder was auch immer das Game da. Sonst würde das wahrscheinlich anders aussehen. Und ich bin mir sicher, die meisten denken einfach, hey, am Tag mit Miley Cyrus verbringen und sie mal so, ihr wisst, nice. So mal richtig so, peng, peng. Ich glaube, das ist das, was die meisten sich dabei vorstellen, einen Tag mit ihr verbringen und sie dann mal so richtig oder, meine, das ist auch mein Gedanke. Und was will man mit Biber da machen? Man könnte ihn nehmen und tätschen. Einfach mal so Fuß in die Fresse geben, das würde sicher auch vielen gefallen. Aber dann hätte ich nichts davon. Und mit der Miley, da hätte ich etwas davon. Ich gehe nicht davon aus, es würde so kommen. Also, meine, gell? Aber ja, lassen wir die Fantasie, lassen wir das. Man hätte gerne, man würde gerne, man sollte gerne. Einfach alles einmal auf der Seite. Wir sind am Ende angekommen von dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn das der Fall war, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss auch noch nicht, meinen Channel kostenlos zu abonnieren, das Glöckchen nebenan zu aktivieren, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Jetzt bin ich auf jeden Fall draußen und ich danke dir und dir, euch allen fürs Zuschauen und somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!